Hey, hallo zusammen. Heute ist das Thema das Abendmahlsgebet. Hey, Abendmahl ist so was Schönes, weil man nimmt ein Stück Brot und Wein, man erinnert sich an diese Taten von Jesus Christus am Kreuz und du wirst an deinem Körper, Seele und Geist spüren, das Abendmahl hat eine gigantische Kraft Gottes in unserem Leben. Ja, ich freue mich riesig, mit dir das Abendmahl zusammen einzunehmen. Vielleicht sagst du, ich bin ja vielleicht unterwegs, ich habe gar kein Brot oder auch nicht Wein dabei. Das spielt nicht eine Rolle. Du kannst das symbolisch mit mir zusammen dieses Abendmahl einnehmen und eintauchen in diese mega Kraft, das es hat, wenn wir zusammen das Abendmahl einnehmen. Erstens, wir erinnern uns an die Größe Gottes. So beginnt das Abendmahl. Was heißt die Größe Gottes? Es bedeutet, dass Gott hat jedem Stern einen Namen gegeben. Das Universum ist so unüberschaubar groß. Das sind Milliarden, Billionen von Sternen und jedem hat Gott einen Namen gegeben. Und dieser Gott sagt, so wie ich jedem Stern einen Namen gegeben habe, so habe ich auch dich nicht vergessen. Und das bedeutet, wenn wir das Abendmahl einnehmen, bevor ich das Brot und den Wein nehme, Gottes Größe ist so groß und dennoch hat der große Gott jedes klitzekleine Detail von meinem Leben total unter Kontrolle. Der sternegebende Gott kennt jedes Detail in meinem Leben. Also ich nehme mal das Brot, das symbolisiert den Leib von Jesus Christus und wir sagen, Jesus, ich danke dir für deine Hingabe für mich. Dieses Brot ist der Leib. Also das beste Beispiel, Jesus starb an diesem Kreuz und er wurde geschlagen. Man konnte den Anblick nicht ertragen. Man konnte es nicht mehr ansehen. Das sagt die Bibel. So schlimm ist er zugerichtet worden an meiner Stelle. Hat Jesus die Hingabe unter Beweis gestellt. Hey, das ist ein Commitment. Das ist eine Zusage. Und das wird sich nie in unserem Leben ändern. Und das ist mega ermutigend. Das hat nichts zu tun mit unseren Taten, das hat Gott bereits für uns getan. Und wir nehmen dieses Brot und du isst es und du kaust es und du sagst Danke für diese unglaublich krass gewaltige Hingabe Gottes an unser Leben. Und während du kaust, sag Gott Danke, kannst eine Liste erstellen, auf deinem Smartphone, Blatt Papier, Computer, Laptop. Einfach Gott Danke sagen für diese grenzenlose Hingabe von Jesus Christus. Dann nehmen wir den Wein und das symbolisiert sein Blut. Und im Blut ist ja dieses Leben, sagt man. Und ich nehme diese grenzenlose Vergebung in Anspruch. Warum ist die Vergebung so wichtig? Weil der Teufel klagt uns immer wieder an, bringt Fakten hervor, die wir getan haben, die sind aber in der Vergangenheit. Und dieser Ankläger gibt uns immer wieder ein schlechtes Gefühl und Gewissen, dass wir gar nicht geliebt sind und das gar nicht möglich ist, weil wir sagen ja immer wieder. Und ich nehme jetzt einfach diese Fakten, kannst ein Blatt machen, kannst das symbolisch vorstellen und ich wirf diesen Zettel mit einem Stein dran in das Wasser und es zieht nach unten und es kommt wegen dem Stein nicht mehr nach vorne. Und ich rufe dir zu, dir sind deine Sünden und deine Fehler sind dir vergeben, weil das Blut uns reinigt. Nachdem wir das Brot genommen haben, diesen Wein getrunken haben, stehen wir auf und wir gehen mit der Kraft Gottes in den Tag hinein, weil du weißt, du bist ein Sohn, eine Botschafterin, ein Botschafter an der Stelle von diesem unglaublich gigantischen, kraftvollen, würdigen König Jesus Christus. Amen.